Erst kürzlich, Anfang Mai, hat die US-Regierung mit Biden ein Ministerium für Wahrheit eingerichtet. Was es damit auf sich hat, seht ihr in diesem Video. Biden richtet ein Wahrheitsministerium ein. Das Heimatschutzministerium hat die Gründung des Disinformation Governance Board angekündigt, das laut Politico damit beauftragt ist, Fehlinformationen im Zusammenhang mit der inneren Sicherheit entgegenzuwirken und sich dabei insbesondere auf irreguläre Migration und Russland zu konzentrieren. Und die Abkürzung dieses Disinformation Governance Board ist DGB, was nur ein Buchstabe von KGB entfernt ist. Bidens Wahrheitsministerium sollte den freiheitsliebenden Amerikanern das Fass zum Überlaufen bringen, berichtet die LifeSite News. Mit der Schaffung des Wahrheitsministeriums wird es sicherlich finanzielle Strafen und Gefängnisstrafen für Bürger geben, die wegen Fehlinformationen und Desinformation verurteilt werden. Nach Ansicht des Biden-Regimes ist das Wahrheitsministerium notwendig, um Fehlinformationen und Desinformationen abzuwehren und zu vereiteln. Sie allein werden entscheiden, was Wahrheit und Fakten sind und was Fehlinformationen und Desinformationen sind. Das sei entsetzlich und ein direkter Angriff auf die Verfassung. Und es macht die Bürger auch darauf aufmerksam, dass Meinungen und Ideen und Leitartikel und Online-Kommentare und nicht genehmigte Zeitungsartikel, die nicht von der Regierung genehmigt sind, jetzt illegal sind. Nicht genehmigte Reden, Gedanken und Schriften der Regierung werden zu einem Verbrechen. Was Biden und seine Braunhemden tun, ist genau das, was Diktatoren tun. Sie machen es illegal, einen anderen Standpunkt zu vertreten. Besonders bedrohlich ist, dass Bidens Leute das Ministerium für Wahrheit in das Ministerium für innere Sicherheit einordnen. Dasjenige, das über alle Spionage- und Überwachungsfähigkeiten verfügt, um die Amerikaner zu bewachen. Es ist natürlich sehr besorgniserregend, wenn solche Regierungsabteilungen geschaffen werden. Aber man muss sich jedoch dessen bewusst werden, dass für eine neue Weltordnung ein demokratisches Land, in dem jeder frei seine Meinung äußern kann, hinderlich ist. Denn eine die ganze Welt umfassende neue Weltordnung kann nur dann erfolgreich und durchführbar sein, wenn sie diktatorisch ist. Und genau auf das steuern wir ja zu. Wir wollen uns nun den Kopf dieser Desinformationsregierungsabteilung anschauen. Treffen Sie die Leiterin von Bidens neuem Disinformation Governing Board. Ende letzten Monats bestätigte die Regierung von Joe Biden öffentlich, dass innerhalb des Ministeriums für innere Sicherheit eine Arbeitsgruppe, Disinformation Governing Board, eingerichtet worden war. Die Nachricht löste eine Flut von Bedenken über die Auswirkungen eines solchen Orwellschen Organs auf Amerika aus. Man muss sich jedoch nicht in Hypothesen ergehen, um die Gefahren zu verstehen. Man muss nur die Vergangenheit von Nina Jankowicz, der Leiterin des neuen Desinformationsgremiums, betrachten. Zu Jankowicz' Erfahrung als Desinformationskämpferin gehört ihre Arbeit bei StopFake, einer von der US-Regierung finanzierten Antidesinformationsorganisation, die im März 2014 gegründet und als Vorbild für die Bekämpfung von Kreml-Lügen gepriesen wurde. 4 Jahre später begann StopFake damit, 2 ukrainische Neonazi-Gruppen mit einer langen Liste von Gewalttaten einschließlich Kriegsverbrechen aggressiv zu beschönigen. Und heute ist StopFake ein offizieller Partner von Facebook bei der Überprüfung von Fakten, was dem Unternehmen die Macht gibt, Nachrichten zu zensieren, während Jankowicz Amerikas Zar für Desinformation ist. Wenn es der Regierung Biden mit der Bekämpfung von Bedrohungen wie der weißen Vorherrschaft ernst ist, sollte sie vielleicht zuerst über die altrömische Frage nachdenken: Wer wird die Wächter bewachen?
Was auch noch interessant ist, StopFake wurde unmittelbar nach dem Maidan-Aufstand 2014 in der Ukraine gegründet, bei dem der Präsident des Landes gestürzt und in eine neue von den USA unterstützte Regierung an die Macht gebracht wurde. StopFake wurde von Professoren und Studenten der Kiewer Mohila Journalistenschule gegründet. Westliche Berichterstatter und Checkbücher wurden aufmerksam. Kurz nach seiner Gründung begann StopFake mit der Finanzierung durch westliche Regierungen, darunter eine Organisation, die hauptsächlich vom US-Kongress finanziert wird. Und auch die britische Botschaft in der Ukraine finanzierte diese Organisation. Und sie wurden auch von der Open Society Foundation von George Soros unterstützt. Was ich auch noch sehr interessant fand, ist, wo die Leiterin dieser Desinformationsregierungsabteilung studiert hatte. Und zwar ist sie eine Absolventin der Georgetown School of Foreign Service. Sie studierte also an einer jesuitischen Schule, arbeitete für StopFake, einer von der US-Regierung finanzierten Antidesinformationsorganisation, die im März 2014, kurz nach dem Sturz der ukrainischen Regierung, gegründet wurde, und ist nun die Leiterin von Bidens neue Regierungsabteilung für Desinformation, während StopFake ein offizieller Partner von Facebook ist, um Fakten zu überprüfen. Meine Lieben, was wir hier sehen, ist genau das, wovor uns die Bibel warnt, nämlich dass dieses zweite Tier in Offenbarung 13, das lammähnliche Hörner hat, am Ende wie ein Drache reden wird. Doch wusstest du, dass neben diesem Desinformationsboard noch in der gleichen Woche ein weiteres Amt geschaffen wurde? Klimaskeptizismus illegal machen, das harte Vorgehen des Regimes gegen Desinformation. 2 neue und 2 erfolgreiche Machtübernahmen des Regimes wurden letzte Woche abgeschlossen. Die erste war die Gründung des Disinformation Governance Board unter dem Department of Homeland Security. Dies schafft einen Mechanismus, um offizielle Gedankenverbrechen zu definieren. Und der zweite Griff war die Schaffung des Amtes für Umweltjustiz unter dem Justizministerium. Doch die Wissenschaft ist Forschung, die von Experten bereitgestellt wird, und Experten sind gebildete und anerkannte wichtige Personen, die sich direkt oder indirekt dem Regime anschließen und von ihm unterstützt werden. Diese beiden Behörden seien 2 Aspekte derselben Sache, nämlich die offizielle Kontrolle von Informationen. Die beiden Regierungen bilden ein neues Amt für Umweltjustiz. Ein neues Büro für Umweltjustiz wird angekündigt. Die neue Strategie für Umweltgerechtigkeit verpflichtet das Department of Justice, diese Probleme anzugehen, indem es in Partnerschaft mit der Umweltschutzbehörde und anderen Bundesbehörden und in Kommunikation mit den am stärksten betroffenen Gemeinden energisch und transparent daran arbeitet, Umweltgerechtigkeit mit allen ihm zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumenten zu gewährleisten, durch die zugrunde liegende Verstöße gegen das Bundesrecht. Und auch hier neues Amt für Umweltjustiz von der Biden-Administration angekündigt. Doch bei der Schaffung dieser beiden Abteilungen geht es nicht nur um Kontrolle von Informationen, indem die Regierung entscheidet, was wahr ist und was nicht, sondern es geht auch darum, was geschieht, wenn man sich nicht entsprechend ihren Vorstellungen von Wahrheit verhält. Hier ein Beispiel dafür. Go Green or Go Broke. Bidens Klimazahl bedroht Fluggesellschaften, die sich der grünen Agenda widersetzen. Die nationale Klimaberaterin des Weißen Hauses, Gina McCarthy, traf die Fluggesellschaften am Freitag mit einer kampferfüllten Drohung und warnte vor Konsequenzen, wenn sie die strengen Klimavorschriften nicht befolgen. Also entweder man macht mit oder man wird bestraft. In dem Buch Vom Schatten zum Licht lesen wir: Aber das Tier mit den Hörnern gleich wie ein Lamm redete wie ein Drache, und es übt alle Macht des Essentieres aus vor seinen Augen, und es macht,
dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Die lammähnlichen Hörner und die Drachenstimme des Tieres weisen auf einen auffallenden Gegensatz zwischen Worten und Taten dieser Nation hin. Die Sprache des Drachens sind die Handlungen ihrer Legislative und ihres Gerichtswesen. Ihre Taten strafen die freiheitlichen und friedlichen Grundsätze Lügen, die sie in ihrer Verfassung festgelegt haben. Die Voraussage, dass es wie ein Drache redet und alle Macht des ersten Tieres ausüben wird, sagt einen Geist der Unduldsamkeit und Verfolgung voraus. Die Aussage, dass das Tier mit den 2 Hörnern bewegt, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, deutet darauf hin, dass diese Nation ihre Macht einsetzen wird, um eine Forderung durchzusetzen, die dem Papsttum Ehre erweisen wird. Der Titel dieses Abschnittes, den wir gerade gelesen haben, trifft es sehr gut: Amerikanische Unduldsamkeit. Das ist genau das, was wir gegenwärtig sehen können. Ich empfehle euch, den ganzen Abschnitt zu lesen. Ihr findet ihn in dem Buch Vom Schatten zum Licht und dort im 25. Kapitel ab Seite 400. Wir sehen, wie Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Amerika ist mit ihrem Amt für Klimajustiz und ihrem Fehlinformationsboard genau auf dem Weg, Forderungen durchzusetzen, die dem Papsttum entsprechen. Deshalb spricht Offenbarung 13 auch davon, dass Amerika ein Bild dem ersten Tier machen wird. Und damit sind wir nur noch einen kleinen Schritt vor dem Malzeichen des Tieres mehr entfernt. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und noch wichtiger, dass unsere Beziehung zu Jesus immer stärker wird, denn wir gehen bald nach Hause. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.